Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, Bundesliga, 20. Spieltag, zu Hause gegen Union Berlin. 3:0 gewonnen. Ich bin jetzt ein bisschen später nach dem Spiel wie sonst. Also ich habe jetzt so 3,5 Stunden Zeit dazwischen gehabt. Deswegen kann die Erinnerung vielleicht nicht mehr ganz so frisch sein wie sonst, aber wir gehen mal rein. Ich denke erstmal von unserer Seite ein grundsolides Spiel. Ja. Ich habe nicht einmal irgendeinen Wackler gesehen, dass mal irgendwas schwammig war, wackelig war. Wir waren fokussiert, wir waren da. Gut, erste Halbzeit teilweise. Spitzenspielstand drauf, wie es öfters dann so ist. War es ziemlich langweilig, wenn man ehrlich ist. Auch Stimmung war jetzt nicht so Bombe im Stadion, muss ich leider sagen, zumindest erste Halbzeit. Da war teilweise schon echt ruhig irgendwie. Habe ich nicht ganz verstanden. Aber ja, ich denke, man hat gesehen, dass Union nichts dagegen stellen konnte. Ja, das muss man einfach mal so klipp und klar sagen. Union war nicht das Union, was ich sonst aus den Spielen gegen uns kenne. Ob zweikampfmäßig war, ob es laufmäßig war. Ich denke, man hat einfach gesehen, dass Union unter der Woche dann noch Donnerstag Europa League gespielt hat. Vielleicht haben sie sich auch den einen oder anderen Drink gegönnt danach, nach dem Weiterkommen, haben ein bisschen gefeiert, wer weiß. Und dann hat man das schon gesehen, ja, dass da vielleicht maximal irgendwie ein Trainingstag dazwischen war. Es hat uns heute auf jeden Fall in die Karten gespielt, weil wir, wie man gesehen hat, haben uns trotzdem am Anfang sehr schwer getan. Ja, wir haben halt immer noch kein Rezept gegen wirklich gut stehende defensive Mannschaften. Zum Glück hat Union dann ein bisschen, auch da denke ich mal, hat man das gesehen aufgrund unter der Woche des Spiels. So, sie war nicht konzentriert, sie war nicht so da. So ein paar Aussetzer gehabt. Generell hatten wir viele Räume. Auch ein Kimmich wurde zum Beispiel gar nicht mangedeckt. Habe ich lange nicht mehr gesehen bei ihm Spiel gegen uns. Also Kimmich konnte machen, was er wollte. Und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Ja, es hätten auch noch 3-4 Tore mehr sein können von unserer Seite. Wir hätten auch einen kassieren können, was ich so gesehen habe, aber ansonsten war von Union offensiv gar nichts zu sehen. Wie ich schon sagte, es war phasenweise erste Halbzeit wirklich 20 Minuten so ein Kick, wo man dachte so, schwierig, ne? Also wir haben nicht so den Zug drin gehabt. Union stand sehr tief, wir haben so die Pep-Taktik gespielt, wie im Handball irgendwie. Aber dann so gerade zweite Halbzeit war es auf jeden Fall besser von uns, fand ich. Wie erste Halbzeit, auch wenn wir die Tore in der ersten Halbzeit gemacht haben. Ich fand, zweite Halbzeit war mehr Laufbereitschaft da. Man hatte teilweise das Gefühl, wir wären ein Mann mehr oder mindestens ein Mann mehr auf dem Platz. Ja, wir haben immer 1-2 Anspielstationen gehabt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, mehr gibt's da gar nicht zu sagen zu dem Spiel. Wie gesagt, es war verdienter Sieg. Gerade erste Halbzeit hatten wir, weiß ich nicht, gefühlt waren es 80% Ballbesitz. Ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Blick auf die Statistiken, da werde ich mal zu dem einen oder anderen Spieler ein bisschen was sagen, aber wie gesagt, nochmal zum Meckern. Wenn wir meckern, dann auf sehr, sehr hohem Niveau. Zum Meckern gibt's nichts. Wir haben den Tabellenzweiten 3-0 geschlagen zu Hause. Auch wenn er, wie man es wirklich gesehen hat, meines Erachtens nach, angeschlagen war. Ich denke, man hat schon gesehen, dass so die Belastung da ist und da war, was uns ein bisschen in die Karten gespielt hat, denke ich. Aber so ist es, ne? Die Mannschaften, die europäisch spielen, müssen damit auch klarkommen. Müssen wir schließlich auch, ne? Also von daher gibt's da gar nichts zu meckern. Gut. Blick in die Statistiken. Ja, man sieht's ja schon, wir haben 70,1% Ballbesitz. Abseitsstellung 3-1, Fouls 8-9, Zweikämpfe 60% ist auch ein überragend starker Wert, gerade gegen eine Mannschaft wie Union. Und da sieht man schon, was ich meine. Union hatte einfach keine Mittel, ja, uns irgendwie Parole zu bieten. Ich habe das so ein bisschen am Tremmel festgemacht, den ich sonst immer in Erinnerung hatte. Absolute Kampfschwein, hat immer uns sehr viel Probleme bereitet über die Seite. Und von dem war gar nichts zu sehen. Wirklich absolut null. Ne? Schüsse aufs Tor 9-0. Sieht man auch. Schüsse insgesamt 20-3. Ecken 10-4. Angekommene Pässe 671, 237. Flanken 17-7. Also die Zahlen sprechen auch das, was man gesehen hat. Sprechen Bände. Ja. Wie gesagt, man hat heute gemerkt, Union hat nichts
hatte uns nichts entgegenzusetzen. In keiner Hinsicht. Ja. Nicht körperlich, nicht läuferisch, gar nichts. Also das war, ja, wie gesagt, meines Erachtens nach dem Europapokal geschuldet. Muss man dann halt als Union verkraften können. Aber ich denke, das können sie auch. Schüsse insgesamt. Müller 3, Davis 2, Coman 1. Torschussvorlagen Müller 2, Coman 1. Gewonnene Zweikämpfe Goretzka 9, Pavard 7, De Ligt 7. Ballkontakte 121 Pavard, Stanisic 117, Kimmich 110. Gefault worden. Schenken wir uns. Ja, wir können ja mal reingehen in die Aufstellung. Aufstellung hat mich persönlich auf jeden Fall überrascht. Ja. Dass auch ein Stunny aufgelaufen ist, habe ich nicht so gefühlt, muss ich sagen. Aber am Ende hat er ein grundsolides Spiel gemacht. Ja, er war jetzt nicht so die Kanone, das ist er aber auch nicht. Er ist für mich ein Spieler auf internationalem Niveau und das war es aber auch. Ja. Aber er hat die Chance gekriegt, er hat ein gutes Spiel gemacht. Lag natürlich aber auch einfach daran, dass Union uns defensiv einfach null gefordert hat, muss man mal ganz klar so sagen. Sommer, ja, hatte einen so einen Abpraller da, den er dann trotzdem noch gefangen hat. Ansonsten war Sommer beschäftigungslos. Punkt. Musste 1-2 Flanken, da, wie gesagt, Union hatte 3 Ecken, wovon noch eine schlecht ausgespielt war. Ansonsten hat er mal 1-2 Flanken runtergepflückt und das war alles. Also Sommer eine grundsolide 3. Pavard und De Ligt haben es überraschenderweise sehr gut gemacht, muss ich sagen. Gerade De Ligt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch Pavard hat mir gut gefallen, wobei man natürlich auch sagen muss, ja, wie gesagt, wir waren nicht gefordert heute. Defensiv waren wir nicht gefordert, Punkt. Aber wir haben es gesehen, das war eine Dreierkette mit dem Stunny und das hat einigermaßen funktioniert, muss man sagen, ja. Papier war es eine Viererkette mit dem Davis, aber Davis war nicht, war kein linker Verteidiger, es war eine Dreierkette. Ja. Davis war immer 10, 20 Meter vor der Dreierkette, also. Gut. Pavard würde ich eine gute 3 geben, De Ligt würde ich eine glatte 2 geben heute. Hat auch versucht, sich offensiv ein bisschen einzuschalten. Davis fand ich auch grundsolide, würde ich eine gute 3 geben. Stanisic würde ich auch eine 3 geben. Wenn man sein Leistungsvermögen sieht, was er hat, könnte man ihm sogar eine gute 3 geben. Weil das, was er kann, hat er gezeigt. Coman definitiv eine 2, hat wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn es nicht seine Seite ist, wie ich finde. Ich finde ihn auf links stärker wie auf rechts. Aber er hat ein Tor gemacht, er war immer brandgefährlich, war gerade so die erste Halbzeit, wo wir die ersten 20, 25 Minuten echt viele Probleme hatten. Auch danach hat sich's noch ein bisschen gezogen, teilweise irgendwie. Wir waren komplett unkreativ. Ja, Union war jetzt, wie ich schon sagte, die waren körperlich nicht auf der Höhe. Sieht man an den Zweikampfwerten. Laufwerte haben wir leider nicht. Aber Union war nicht auf der Höhe und trotzdem, sie standen halt mit 2 Viererketten hinten und trotzdem haben wir keinerlei Ideen gehabt. Ja, also es war wirklich zäh, erstmal ins Spiel reinzukommen. Und da war der einzige Lichtblick wirklich Coman, muss man sagen. Musala leider nicht so, weil Musala irgendwie links außen war, halblinks, links außen, weil Müller auf dem Platz stand. Sorry, da ist Musala verschenkt. Da rede ich schon mit den Mund fusselig und bleibe ich bei, sehe ich so. Man hat es dann auch gesehen, wo Müller dann mal auf der rechten Seite war, Musala so auf die 10 gerückt ist, war er viel, viel gefährlicher. Aber ansonsten natürlich, wenn man sieht, dass der Müller 2 Tore vorbereitet hat, ja, anscheinend braucht die Mannschaft den Müller vorne. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist es so. Aber gut, bei Müller sind wir noch nicht. Wir waren beim Coman eine 2. Wie gesagt, Kimmich will ich eine 3 auch geben. Ich finde, er hat noch zu wenig gemacht aus den Freiräumen, die er hatte. Ja, er hatte keinen Spieler auf dem Fuß stehen, gar nichts. Er wurde ganz, ganz selten mal angelaufen, wenn er mal den Ball hatte. Auch selbst in der Hälfte von Union, ja, was er da an Freiräume hatte. Ja, er hat schon ein paar gute Pässe gespielt, aber ich denke, als ein Kimmich kann man da noch mal einen Tacken mehr geben. Aber generell muss man sagen, ja, meckern auf hohem Niveau. Ich würde ihn bei einer 3 sehen. Musala würde ich ja bei einer guten 3 sehen, war jetzt nicht so stark wie Coman, fand ich. Auch wenn er umso länger das Spiel ging, umso besser reinkam, aber so die ersten 20, 25 Minuten sei völlig falsche Position, da kam er gar nicht ins Spiel. Ja, er hat dann im Laufe der ersten Halbzeit mit
mit Davies 1, 2 gute Aktionen gehabt da über der Seite, die verstehen sich auch privat gut und so, das hat man schon gesehen. Aber für mich ist ein Musiala auf Außen einfach verschenkt. Ja, er ist Spieler, der die engen Räume bespielen kann und ja, ist nur meine persönliche Meinung. Gut, wir waren bei Musiala, habe ich gesagt, Müller. Ja, Müller habe ich teilweise wieder... Oh... Weiß ich nicht. Ich will Müller nicht so kritisch sehen. Wie gesagt, anscheinend braucht die Mannschaft ihn. Ich persönlich sehe ihn nicht so. Ich habe ihn heute gesehen, 3 klare Torchancen, hat kein Tor gemacht. Schwache Abschlüsse, wirklich schwache Abschlüsse, hat aber natürlich 2 vorbereitet. Ja, gerade das von King war wieder so Müller-Manier. Ja, muss man halt abwägen. Ich meine, wenn Müller auf dem Platz ist, gewinnen wir die Spiele, also gibt's da kein Argument, was gegen Müller spricht. Punkt. Ja. Auch wenn ich seine Leistung immer ein bisschen kritischer sehe. Hat ein ordentliches Spiel gemacht, aber teilweise hat er vorne auch wieder die Bälle verstolpert und konnte es nicht zu Ende spielen. Und das ist immer schade, uns gehen da immer die Torchancen flöten. Ich meine, wir haben heute genug gehabt, wir haben 3-0 gewonnen. Das ist halt, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Lag aber auch daran, dass wir gerade erste Halbzeit super effizient waren, ja, was uns sonst so ein bisschen mal abgeht. Aber das, was der Müller versiebt hat heute an Chancen, Junge. Also, weiß ich nicht. Und dann noch 1, 2 gute Situationen, die er verkackt hat, wo er einfach mal ein bisschen hätte ordentlicher spielen können. Ja, ich sehe Müller bei einer 3. Ja. Goretzka sehe ich auch bei einer 3. Goretzka habe ich mich allerdings in der ersten Halbzeit gefragt, Leon, bist du auf dem Platz? Weiß ich nicht. Hat wieder eine ganz wilde Position gespielt. War heute jetzt nicht ganz so dramatisch, weil Kimmich so viel Freiräume hatte und Kimmich das Spiel geordnet hat. So 30. rum, glaube ich, oder so, hat er mal 1, 2 gute defensive Zweikämpfe gehabt. Dann hat man ihn noch mal auf der halbrechten Position gesehen. Dann war er auf einmal rechts außen. Und I don't know. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht beim Goretzka, Leute. Ich meine, haben wir jetzt schon in ganz, ganz vielen Spielen gesehen, dass er diese Position spielt. Ich raff sie nicht. Ich persönlich raff die Situation nicht. Erste Halbzeit war es so, als würden wir mit 10 Mann spielen. Der war verschenkt. Das war ein verschenkter Spieler auf dem Platz. Ja, war überall und nirgends. Man beraubt ihn da seiner Stärken. Ja, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht generell. Fahren wir im Moment immer, werden die Spieler auf Positionen eingesetzt, wo sie nicht die stärkste Leistung bringen. I don't know, ich meine, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, wir haben 3-0 gewonnen, alles tutti. Aber das muss man trotzdem mal ansprechen, ja. Und ja, Leon hat man dann zweite Halbzeit ein bisschen gesehen. Ja, er war dann teilweise auch mal, kam ein bisschen mehr aus der Tiefe und sowas. Das war besser, ja. Wie gesagt, ich persönlich würde mir mal wünschen, dass ein Goretzka mal die Kimmich-Rolle übernimmt und Kimmich ein bisschen weiter nach vorn geht vielleicht. Obwohl dann so, ob dann noch so die Kimmich-Pässe so kommen, wie sie sonst halt kommen aus der tiefen Position heraus, ist so eine andere Sache. Aber gerade gegen Paris oder so würde ich mir mal so eine Geschichte gewünscht. Ansonsten war es okay von Leon. Ja, war engagiert, gerade auch in Zweikämpfen ist er dann mal ein bisschen aufgefallen. Aber so die ersten 30, 35 Minuten, Alto Belli, der war überall und nirgendwo richtig, ja. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine, wenn man jetzt sagen würde, hier Jamal oder Thomas, ja, mach was du willst, würde ich verstehen. Beim Goretzka, der ein Achter sein soll, der dann überall und nirgends ist und nicht wirklich auf der 8. Gut, jetzt war es auch nicht nötig gegen Union, muss man auch ganz klar sagen, weil Union offensiv halt nichts auf die Kette gekriegt hat. Fand ich trotzdem ein bisschen wir. Ja, ich sag's mal so. Ich glaube, da kann Leon noch niemals groß was für, weil ich habe es ja ganz vor 3-4 Wochen mal gesagt. Da war es ja auch schon so, dass er da so wild rumgerannt ist. Habe ich ja nur gesagt, was ist los mit Leon? Ich weiß nicht, ob das eine taktische Ansage ist. Aber mittlerweile ist es ja, dass man sieht, dass die Position also anscheinend so gespielt werden soll. Weiß ich nicht. Sehe ich den Leon auch als verkehrten Spieler dann, ja? Man beraubt ihn da seiner Stärken, finde ich. Leon ist der Spieler, der ein bisschen aus der Tiefe kommt, einen guten Antritt hat, einen guten Schuss hat aus der zweiten Reihe und der halt auch defensiv ein bisschen aggressiver ist wie ein Kimmich, ja? Meine Meinung.
Leon sehe ich auch bei einer 3. Choupo sehe ich bei einer 2. Choupo hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Gerade neben Coman, so die auch in der ersten Halbzeit so mit der Aktivposten, wie ich fand. War immer brandgefährlich, ja. Obwohl halt die eine Chance, die eine Flanke vom King, weiß ich nicht, was der Choupo da gemacht hat. Der war irgendwie 20 Zentimeter über dem Boden, zieht dann irgendwie noch den Kopf weg, ganz wir. Da hätte er schon der Dinge einfach reinnageln müssen mit der Birne. Hat dann aber ein sehr, sehr schönes Kopfballtor gemacht aus der Position heraus, aber ansonsten auch wieder schön. Wir haben heute wieder so ein bisschen das Hinrunden-Feeling bekommen. Lag daran, dass Union uns den Platz gegeben hat vorne. Ja? Es war nie so, ja, dass ein Choupo, Musiala, Coman oder so immer ein Spieler auf dem Fuß stehen hatten. Das konnte Union heute nicht. Ja, die standen immer schön ein Meterchen weg, konnten Ball annehmen, konnten ihn tropfen lassen. Ja, wenn wir dann eben 16er waren, dann war der letzte Riegel da. Da war es dann eng, aber ansonsten haben wir heute teilweise sehr, sehr schöne Spielzüge gesehen. Und das Allerschönste sehen wir hier. Sadio ist wieder da. Und man hat gesehen, was er gleich für einen Schwung reinbringt. Diese Art Spieler, die wir da gesehen haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in Topform, mit Musiala in Topform, Altobelli. Also die beiden können schon einige schwindig spielen. Ja. Das war nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau wie ein Gnabry oder wie ein Sané. Ja, obwohl ein Sané das auch kann, auch wenn wir es im Moment nicht sehen. Aber das hat man gleich gesehen, welche Spielfreude und die Ballbehandlung und kann man gar nicht so beschreiben, man muss das halt sehen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass er wieder da ist. Schön langsam, jetzt nichts überstürzen, schön langsam aufbauen. Und ja, ich denke, dann werden Gnabry und Sané sehr, sehr wenig Spielzeit sehen. Solange Coman die Form hält und fit bleibt, ist ja bei ihm immer so eine Sache. Ich denke, wenn Mané wieder da ist, wird es für die beiden eng werden. Aber kommen wir mal zu den beiden. Gnabry. Gnabry fällt im Moment mehr durch seine Frisuren auf, die jede Woche anders sind, wie durch Leistung. Generell, seitdem er bei uns verlängert hat und 17 Millionen im Jahr verdient, scheint ihm das auch alles irgendwie scheißegal zu sein. Hat man zumindest so von außen den Eindruck, obwohl wenn man auf die Torjägerliste guckt, er schon 9 Tore geschossen hat. Aber I don't know, mir fehlt einfach... Ich meine, er war heute nicht so schlecht, wo er reinkam, muss man fairerweise auch mal sagen. Aber mir fehlt so das Letzte, ja. So, das ist immer so, ja, ich mach so, ist es okay, Leistung. Mir fehlt einfach so der letzte Kicker. Wenn ich ein Serge Gnabry bin und ich sitze 65 Minuten draußen, da muss ich reinkommen und muss brennen. Brennen muss ich. Und wenn die Mannschaft, so wie es halt auch schon war, schon 4 Gänge zurückgeschaltet hat, muss ich trotzdem brennen und muss versuchen, nochmal 2, 3 Spieler mitzunehmen, dass die auch brennen. Das erwarte ich von so einem Spieler und nicht so, ja, ich bin jetzt mal da, ja, ist okay, ich spiele jetzt mal 10 Minuten, ich kriege ja mal Geld, ist ja alles gut. So kommt er rüber. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das ist so, wie er die letzten Wochen rüberkommt. Finde ich sehr schade, weil dass das kann und dass das Potenzial hat, müssen wir auch nicht drüber reden. Dasselbe beim Sané, Alter. Er kommt rein, was macht er als erstes? Spielt den Pass nach hinten, Alter, wo Union hätte das Tor machen müssen. Alter, wie kann man so einen Ball aus dieser Position so nach hinten spielen? Also, weiß ich nicht. Aber auch da, Sané wird eingewechselt und spielt dann teilweise auf 8, auf 6 und hast du nicht gesehen. Das ist, was ich vorhin meinte. Ich weiß nicht, was Nagelsmann aktuell macht. Und ja, ich verstehe, dass dann Spieler auch irgendwie, ja, nicht so die Lust verspüren oder sich irgendwann auch denken, ja, weißt du was, ich mache jetzt hier Vorschrift nach Dienst oder wie das heißt, kann ich schon verstehen. Also ein Sané war bärenstark auf der halblinken Position. Und da hat er nie wieder gespielt. Nach Hinrunde. Nie wieder. Entweder rechts, halb rechts, auf der 8, ich meine, einmal auf der 10, okay, aber er war über halb links so stark, Alter. So stark. Und er spielt da nie wieder. Ja? Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Also, ich weiß nicht, was die Gedanken dahinter sind. Will man unbedingt sagen, oh ja, ich überrasche jetzt den Gegner, weil ich den Sané nicht hineinstelle, wo er am besten ist, oder was? Und das ist aber bei vielen Spielern so. Ne? Weiß ich nicht. Wild. Sané, ja, war auch keine engagierte Leistung. Die paar Minuten, die er da war. Tell mit 5 Minuten brauchst du gar nichts zu sagen. Mané war eine gute Leistung. Ja, der kam rein, gleich zack, war gleich gefährlich.
Das ist, was ich meine. Da hat man jetzt nicht gesehen, so, ja, er brennt megamäßig. Nee, man hat gesehen, boah, er hat einfach Spielfreude, hat Bock, ist agil. Hat man heute beim Gnabry auch ein bisschen gesehen, ja. Man darf den Gnabry heute nicht ganz so schlecht reden, hat auch ein paar Szenen gehabt. Aber da erwarte ich einfach ein bisschen mehr vom Gnabry. Gerade aufgrund der letzten Wochen, ja. Und Monate, muss man schon fast sagen. Dass Cancelo heute nicht gespielt hat, von Anfang an, fand ich auch ein bisschen komisch. Und wo er dann auf dem Platz war er super defensiv. Ja, war er super defensiv. Ich kann mir vorstellen, dass das heute ein Grund war, dass ein Stunny gespielt hat, weil man Defensiven haben wollte, weil man mehr von Union erwartet hat, denke ich, was so die Konter angeht, die schnellen Bälle nach vorne, was Union heute gar nicht auf die Kette gekriegt hat. Ich denke, das war ein Grund dafür, und dass man Cancelo nicht in der Dreierkette gesehen hat, sondern dass man ihn mehr in der Viererkette sieht. Aber mich hat er in den ersten Spielen wirklich begeistert, wenn er über rechts kommen durfte. Aber heute war anscheinend die Anweisung, ja, du gehst nur bis zur Mittellinie. Ja, die paar Minuten, die er noch auf dem Platz war. Aber da war das Spiel eh gelaufen. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Also im Großen und Ganzen super zufrieden. Eigentlich gibt's nichts zu meckern. Das, was ich gemeckert habe, ist auf einem hohen Niveau. Wir haben 3-0 gewonnen. Es gibt nichts zu kritisieren an den Nagelsmann, an der Aufstellung, an irgendwelchen Spielern. Das Recht hat man nicht, wenn man 3-0 gegen so einen Gegner gewinnt. Auch wenn es unter besonderen Vorzeichen meines Erachtens war. Aber wir haben alles richtig gemacht. Wir haben uns nicht kaputt gemacht, wir haben Kräfte geschont und hätten trotzdem 2-3 Tore mehr machen müssen. Wirklich müssen. Allein Müller hätte 2 Tore mehr machen müssen. Ja, von daher rundum zufrieden. Leute, nächstes Spiel. Ja, wir sehen's. VfB Stuttgart, dann Paris Rückspiel. Dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen, denke ich. Dann, ja, ist schon eine gewisse Entscheidung, in welche Richtung die Saison verlaufen wird. Man muss das Positive aus der Bundesliga jetzt mitnehmen, dass es wirklich eng ist. Dortmund ist punktgleich. Die spielen jetzt in Leipzig, muss man mal abwarten, wie die Sache ausgeht. Aber selbst wenn es dann irgendwie wieder 3 Punkte irgendwann sein sollen, so wie jetzt zur Union, ja, ist ja alles eng. Ja, auch dahinter sind noch 1, 2 Mannschaften. Wenn wir jetzt irgendwie mal wieder 2, 3 Unentschieden spielen sollten, kannst du auch ganz schnell aus den Champions League Rängen rausgehen. Ja? Können wir mal eben gucken. Nicht, dass ich jetzt Mist erzähle. Was haben wir? Ja, ihr seht jetzt 5 Punkte. Ja? Und ist jetzt nicht so, dass Freiburg oder Leipzig so super unkonstant sind. Ja? Also wenn du jetzt nochmal wieder 2, 3 Unentschieden spielst, wo das nicht ein Gegner von hier oben unbedingt ist, dann kannst du auch ganz schnell hier rausgehen. Ne? Und vielleicht ist dieser Druck gut im Hinblick da auf die Champions League Spiele. Weil diesmal gibt's nicht irgendwie die Ausrede zu sagen, wir können nicht, wir sind nicht fokussiert, weil wir in der Liga schon durch sind oder sowas. Wir werden dieses Jahr nicht irgendwie in der Liga vorher durch sein. Ja? Hier unten wird's dann schon interessant. Das Spiel gegen Dortmund könnte ein Richtungsweiser sein für die Bundesliga, weil die Spiele davor, auch wenn wir uns gegen Augsburg immer schwer tun, auch gegen Stuttgart tun wir uns in der Regel schwer. Leverkusen ist auch immer irgendwie ein heißes Pflaster, aber die 3 Spiele musst du gewinnen. Punkt, da müssen wir nicht irgendwie drumherum reden. Ja, es zählen jetzt eigentlich nur noch Siege. Und dann ist das Spiel gegen Dortmund, dann spielen wir gegen Freiburg. Das ist auch wieder legendär, dass wir gleich 2-mal gegen Freiburg spielen. Dann ist Pokal, dann spielen wir in Freiburg, was immer wirklich schwer ist für uns. Und dann weiß man schon ein bisschen mehr, wohin die Reise in der Bundesliga geht. Ne? Also wir haben jetzt entscheidende Wochen und von daher kann ich nur sagen, freue ich mich riesig, dass ein Mané wieder da ist. Weil ein Gnabry und ein Sané haben ganz, ganz schwierige Form im Moment. Weiß ich nicht. Ich möchte ihn da gar nicht zu sehr irgendwie... Ja doch, ein Gnabry möchte ich da schon sehr einen Vorwurf machen. Das ist schon eine Einstellungssache. Beim Sané, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, fühle ich nicht ganz so. Der müsste mal seine Position kriegen, wo er am stärksten ist. Und die kriegt er irgendwie nicht bei uns. Nichtsdestotrotz hat er trotzdem schon bessere Spiele gemacht, muss man mal ganz klar so sagen. Aber die beiden sind gerade so echt nicht in Form. Aber gut, Leute, das war's. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, wir hören uns ja am nächsten Wochenende wieder zum Spiel in Stuttgart.
Südgipfel bin ich mal gespannt. Ja, ist das Spiel dann vor Paris. Tricky Disco, bin ich sehr gespannt, wie sich da so der eine oder andere präsentieren wird. In diesem Sinne, tschüssi.